Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen Little Chef, die Demo. Spiel kam gerade im Early Access raus. Ist mir noch ein bisschen zu teuer, weil ich weiß ja gar nicht, was mich hier... Ich weiß ja gar nicht, was mich hier erwartet. Und da dachte ich mir, ich mal eine Katze. Eine haarige Katze, guck. Okay, und deshalb spielen wir die Demo. Was ist denn das da? Okay, es soll irgendwie ein Kochspiel sein. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja, legen wir mal los, oder? Zack. Los geht's. Okay. Cleaning the dishes, oh yeah. Okay, ja, das sieht doch soweit eigentlich recht... Oh, cool. Okay. Ja, gut. Oh, warte mal, da ist ein Brief. Hey, Little Chef, danke fürs Spielen. Klicke auf den unteren Knopf, um Erdnussbutter freizuschalten. Das ist ein Trick. Ja, natürlich ist es ein Trick. So, siehst du? So, okay, danke. Was jetzt? Ich hab doch gar nicht... Wow. Ich habe nichts gekocht. Was gibt's heute zu essen? Nichts. Kriege ich 2 Portionen? Aber gerne, mein Kind. Aber hau dir nicht den Wagen mit nichts voll, sonst ist keiner drin und fährt. Ich meine den Magen. Mann, ey. Den Magen. Okay. Nichts. Moment, das ist da oben hier. Was ist das? Blitzblank. Wasche das Geschirr. Okay. Und hier haben wir Reibeplätzchen, Milch und Nudeln. Ja, ich habe doch aber gerade nichts gekocht. Warum kriege ich nichts angezeigt? Okay, Moment. Ah, doch, da ist es. Ich krieg nichts angezeigt. Mein Teller ist wie mein Konto. Leer. True. Was ist denn hier? Uah. Hey Mitbewohnerin, wir fanden dich beim WG-Casting richtig sympathisch und freuen uns, dass du heute bei uns einziehst. Hey, ich bin quasi frisch in eine WG gezogen und das Erste, was ich mache, noch bevor ich Leute begrüße, ist erstmal das Geschirr waschen. Mann, bin ich gut, oder? Ich glaube, ich bin der Liebling von jedem WG-Dingens. Keine Ahnung, ich habe noch nie WG gewohnt. So. Außerdem cool, dass du Jura studierst. Der WG wird es auf jeden Fall nicht schaden, jemanden zu haben, der sein Leben unter Kontrolle hat. Aktuell benutzen wir die Küche nicht wirklich, deswegen kannst du dich darin gerne austoben. Nimm einfach alles, was du so findest. Shane ist der Einzige, der seine Sachen einschließt. Deine Mitbewohner Cale, Josh und Shane. Das ist aber Shane von denen, oder? Dass die mir so einen hübschen Brief geschrieben haben. Ja, das kenne ich schon. Achso, ich will eigentlich die Aufkleber haben. So, okay. Ich klicke mal ein bisschen rum. Ist ein bisschen wenig hier. Ah, gucke, jetzt haben wir auch Musik. Das ist nicht ganz so still. Ich dachte, die gehen jetzt da. Oh, warte mal, das ist ein Schrank. Was ist das? Okay, eigentlich wollte ich es auf Regal stellen, aber scheinbar nicht. Josh. So. Nur noch. Hallo? Oh. Hau ab! Was? Also ich will das eigentlich werfen, aber irgendwie... geht ja wohl. Ich dachte, das geht nicht. Pass auf. Hau ab. Wieso geht denn das nicht? Oh, da sind nochmal. Hau ab. Hau ab. Hä? Das ist aber komisch. Guck mal. Also... ab hier kann ich werfen und dann fliegt's. Naja, komm, rein damit. Wert an. Okay, ich glaube, ich habe gerade Breath of the Wild Vibes. Okay, ich glaube, ich habe den Dreh jetzt raus. Okay, da ist Brot. Brot kommt in den Toaster. Jetzt gibt's halt Brotsuppe. So, Brot im Toaster. Toaster anmachen. Okay, und das sind was? Orangen. Oh, ich habe Toast gemacht. Ja, geil. Ah, pass auf. Toast und Erdnussbutter, weiß jeder, gibt ein süßes Sandwich. Außer es ist salzige Erdnussbutter, dann gibt es ein salziges Sandwich. So, ich kriege das Netz nicht auf. Aha.
Komm her. So. Was ist das überhaupt? Ah, Kartoschka. Herzförmige Kartoffeln. Meine Freundin hatte mal eine Kartoffel, die war so herzförmig und dann hat sie getanzt. Mir gerade so eingefallen, so. Was ist das? Kaffee. Kaffeekanne. Yay. Mann, bin ich gut oder was? Das ist ja wohl das beste Spiel überhaupt. Ich bin ja... Gib mir mal eine Tasse für Kaffee. Geht nicht. Okay. Wenn ich da jetzt Milch reinmache, geht nicht. Milch. Pass auf, ich erkläre euch mein Rezept. Das ist schon mal Kartoffeln, Milch und Nudeln. Okay. Ja, und jetzt einen Kaffee anmachen. Und Kaffee dazu. Schlechte Nudeln. Noch mehr Kaffee. Gibt es auch gute Nudeln? Also Wasser und Nudeln gibt Nudeln. Eigentlich noch ein bisschen Salz rein. Und dann ist jetzt so kleben, ein bisschen Öl. Okay, ich habe Nudeln gekocht. Das ist doch schon mal was. So, was ist das da? Hallo? Lisa Sam, bist du's? Hey, ich kann das aber auch... Ich kann das aber auch nicht nehmen oder rausziehen oder so. Das kann ich auch nicht nehmen. Wasser. Schwamm. Kann ich den Schwamm reinschmeißen? Kann ich. Und die Tasse? Das ist falsch. Oh. Schlüssel. Was haben wir denn hier? Bohnen. Zack. Rein damit. Angeschaltet. Da läuft das Wasser über. Oh, Bohnenchaos. Okay, alles klar. Danke. Was ist denn eigentlich das da und das da? Oh. Ein geheimnisvolles Gericht. Oh. Hochwasser. Ja, gut. Das ist jetzt... Kann ich noch unter Wasser noch kochen? Ich meine, das ist eine Elektroherdplatte. Ich schalte mal das Wasser wieder aus. Nee, ich lasse es an. Vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht. Dann machen wir... Kartoffeln... Und Ei... Und Bohnen. Das ist lecker, oder? Nochmal Bohnenchaos. Okay, wenn ich nur gekochte Bohnen mache. Warme Bohnen. Hey, ich habe eine Idee. Bohnen. Toast. Bohnen und Toast. Haben wir noch sowas wie Speck? Ist das nicht so eine Art englisches Frühstück? Kann ich Sachen, die ich schon mal gekocht habe? Kann ich die nochmal irgendwie kochen? Okay, erstmal gucken, was wir gemacht haben. Ständig wird darüber diskutiert, ob Erdbeer- oder Himbeermarmelade besser ist. Dabei ist doch ziemlich eindeutig. Ja, Pflaumenmarmelade. Logisch. Kaum zu glauben, dass ich damit aufgewachsen bin. Wenn Oma gesehen hätte, mit was Mama mich damals gefüttert hat, hätte sie einen Herzinfarkt bekommen. Das stimmt, aber Toast ist halt einfach geil. Einfach nur Nudeln. Da habe ich erst keine Lust mehr drauf. Genauso wenig wie auf mein Studium. Vielleicht bin ich doch nicht dafür gemacht, Anwältin zu werden. Wieso nicht? Als Kind habe ich nie wirklich Bohnen gegessen, aber mittlerweile sind sie wie ein Lebenselixier für mich. Es muss ein Brite sein. Als Kind habe ich immer gesagt, dass ich niemals Kaffee trinken werde. Das stimmt. Tja, mein Jurastudium hat mich eines Besseren belehrt. Nö, hat's nicht. Ich trinke immer noch nicht gern Kaffee. Wenn ich wach werden muss, dann ja. Und wenn keine Mate zur Hand ist. So, was haben wir hier? Schlechte Nudeln. Ist das dieses Al dente, von denen immer alle reden? Nein? Immer wenn ich sowas koche, fange ich an mir zu zweifeln. Shane meinte die ganze Zeit, dass ich Dreck essen soll. Ich glaube, er hat in letzter Zeit etwas zu viele Videospiele gespielt. Hier, pass auf. Also das da. Das habe ich früher oft gekocht, aber das war lecker. Du nimmst einfach Eier, also Eier sind immer wichtig, Eier kommen immer rein. Hackfleisch, reizt halt das Hackfleisch an, Pepperoni klein schneiden kannst du reinmachen, dann habe ich hier Eier rein, Mais, Bohnen und das halt alles angebraten, dann ans Gewürzregal, einfach alles aufgedreht, dran geschnüffelt, was gut riecht, ordentlich dran geschmissen und ja, so ging das eigentlich. Furchtbares Sandwich, guck mal, da gibt es 3 Sachen, okay. Oh, was habe ich hier? Bis zur Unendlichkeit. Wirf ein Objekt weit nach oben. Wann habe ich denn das gemacht? WG-Küche fluten. Okay, was ist das hier? Ich verstehe nicht ganz. Okay.
Ich muss jetzt hier alle Gerichte schaffen, oder was? Alle Gerichte und alle Gerüche. Okay, dann würde ich mal das da. Da war doch noch irgend so. Guck mal, das kann. Oh ja, okay, ich verstehe. Gibt's jetzt Unterwasserkaffee? Geht das? Ja, aber wird jetzt nicht das Wasser hier heiß, wo ich bin? Oh, kann ich jetzt noch mehr Blubbere reinmachen? Nee, irgendwie nicht. So, also da sind jetzt halt endlich mal Bohnen drin, ja? Nee, nicht Bohnen. Was ist denn das da eigentlich? Keine Ahnung, rein damit. Und noch ein Toast. Und dann kurz erhitzen bei 500 Grad. Und man kriegt ein geheimnisvolles Gericht. Hatten wir das nicht schon? Komm, ich mach mal das da. Mach mal das Wasser hier aus. Mir dröhnt so in den Ohren. Das ist... Außerdem... Na, komm her. So, jetzt mach mal an. Vielleicht kann man auch Sachen mit nur 2 kochen. Noch ein geheimnisvolles Gericht. Also ich muss irgendwie schrecklichen Toast machen. Moment, brauche ich... Wieso kann ich eigentlich die Sachen nicht zurückstellen? So. Rein damit. Und noch ein Ei. Zack. Furchtbares Sandwich gemacht. Sehr schön. Was ist das da? Kann ich da irgendwie was machen eigentlich? Hier einmal Schwamm. Dann eine Kassette. Und eine... Nein, du nicht. Du nicht. Du blöder Kaffee. Du bist doch nicht nur zum Kaffeekochen da. Da kann man doch noch anderes Zeug reinmachen. Ganz im Ernst jetzt. Also Kaffee mit blöde Kaffee hier. Smoothie gemacht. Schon das hingekriegt. Aha. Milch. Moment, kann ich Milch einfach rüberkochen lassen? Aber da ist ja schon Wasser drin. Warme Milch. Ich finde das ein bisschen faszinierend, dass da schon Wasser drin ist. Ich tue erstmal alles einzeln reinschmeißen. Dann sehen wir ja, dann kriege ich ja einen Haufen Zeugs, oder? Erdnüsse. Wow, ich habe Erdnüsse gemacht. Mal alles erstmal einzeln reinschmeißen. Das Spiel erinnert so an... Okay. Erinnert so an das andere Spiel, wo man Sachen dauernd in den Ofen gesteckt hat. Ich habe den Namen vergessen. Cool, gekochtes Ei. Bitte wie? Ah, Little Inferno, genau. Oh, das Spiel hier heißt Little Chef. Also, ob das irgendwie was gemeinsam hat. So, erstmal alles einzeln reinschmeißen. Wow, ich habe Schimmel hergestellt. Cool. So, hatte ich schon Brot gekocht? Weiß gar nicht. Ah, Brot im Wasser erhitzen gibt gekochtes Brot. So, einmal Kartoffel. Lecker Kartoschka. Und man hat Kartoschka free. Yay. Pommes. So, das hier ist... Irgendetwas soll vergrößert werden. Ich weiß nicht was. Ein schlechter Proteinshake. Boah, pass auf. Proteinshake. Machen wir noch ein Ei dazu, oder? Zack. Kann man so ein Ei eigentlich da an... Oh, jetzt habe ich 2 Eier drin. Egal. Ah, guck mal. 2-mal selbe zählt gar nicht. Ein Bodybuilder-Frühstück mal lieber. So. Dann haben wir schon ein Messer gekocht. Was wohl passiert, wenn man ein Messer kocht? Man kriegt einen Eisenbarren. Aha. Ist logisch. Und wenn man 2 Messer kocht? Kriegt man dann eine Eisenlegierung? Nee, auch einen Eisenbarren. Das ist interessant. So. Jetzt pass auf. Ah, gucke. Hier. Proteinshake. Brauchst du Eisen für, oder? Ganz logisch. Damit du groß und stark wirst. Okay. Ein Proteinshake mit einem Messer gibt Dosenfutter. Gut, dass wir das... Oh, gibt's auch Dosenbohnen? Das ist natürlich jetzt, das muss ich ausprobieren. Dosen und Bohnen. Also die Bohnen sind ja schon in der Dose. Noch mehr Dosenfutter, so. Eine einzelne Kassette. Kriegen wir jetzt heiße Rhythmen, Samba oder so? Nee, man kriegt Bandnudeln. Okay. Der war schon ziemlich gut. Der war schon richtig gut. Das gefällt mir so. Erdnüsse aus Erdnussbutter. Die Teller selbst können wir nicht nehmen. Das ist schon wieder der Schlüssel. Da wird auch gekocht. Das ist die Schlüsselzubereitung. Auch ein Eisenbarren. Das ist ein Eisenschlüssel. Aha. Ah, Milch. Ne, Milch hatten wir auch schon.
Ich glaube, wir haben alles Einzelne schon durch, richtig? Gut, dann fangen wir jetzt halt an. Milch. Milch. Ich brauche noch was Flüssiges da. Milch und Schimmel hab ich unter der ja, egal. Eine Kassette mit einem Buttermesser. Er gibt Heavy Metal. Oh, nicht schlecht, das gefällt mir. Okay, pass auf, ich will weiter mit Kassette machen. Eine Kassette und Erdnussbutter gibt das Smooth Jazz. Nein, es gibt ein musikalisches Gericht. Okay, alles klar. Nochmal. Ich will noch was. Und Nudeln? Gibt das italienische Italo-Disco? Nee, es gibt auch wieder nur Bandnudeln. Schade, ich dachte, ich hätte da irgendwie was. Ist mir egal, es wird jetzt immer hier, also wir müssen hier sehr mathematisch vorgehen. Gut, dann hat sich ausmathematiert. Also ich brauche Brot und ein Ei. Oh, Eierbrote. Kennt ihr das? Also nicht einfach Eier braten und auf die Brote drauf machen, sondern du nimmst... Ja, so ähnlich. Nicht genau das. Sondern du tust die Eier auf... Also, du tust dir nicht die Eier aufschlagen, das kann richtig wehtun. Mach mal ein bisschen Musik hier, während ich erkläre. Du nimmst so ein, tust die verquirlen. So, ich glaube, das ist gut, das kann man so sagen, ja. Du verquirlst die Eier und dann tust du, im besten ist halt ein Weißbrot oder ein Weizenbrot oder sowas. Das ist mir so ein Weizenmisch. Hauptsache Weizen, weil es soll halt gut saugen. Also mit so Roggenvollkorn, ja, okay. Und dann am besten, wenn es schon ein paar Tage älter ist super gut, weil dann ist es gut trocken. Und dann tust du dann so die Eier mit aufsaugen lassen und dann legst es in die Pfanne und tust es braten. Und dann ist das lecker. So, jetzt machen wir lecker Kartoffelbrot. Mann, 20 plus Jahre Bäcker gehen nicht spurlos an einem vorbei. Dann machen wir noch Eierbrot. Wir machen noch Brot. Ah, geht nicht. Hier, Bodybuilderbrot. Gutes Weißbrot. Ein furchtbares Sandwich. Nee, das ist ja wirklich... Das ist ja nix. Milchbrot natürlich. Wer kennt sie nicht? Milchbrötchen. Waren sehr lecker. Marmelade drauf. Aha, Brot in Milch. Von mir aus dann halt auch so. Aber ich war noch nicht fertig mit dem Brot. Brot mit Bohnen und Eiern. Das müsste jetzt aber wirklich ein englisches Frühstück sein, oder? Ja, Mann, bin ich gut. Ich dachte, das wäre... Ah, nee, das ist Eier mit Speck, gell? Ist irgendwie ein amerikanisches Frühstück. So. Was kommt denn... Ne, wir waren noch beim Brot. Egal, jetzt sind wir bei Ei mit Messer. Ei mit Messer. Schmeckt gut. Nee, schmeckt dosenfutterig. So, was ist denn eigentlich mit dem Smiley da hinten? So. Dann... Brot mit Bohnen hab ich schon. Brot mit Nudeln natürlich. Nudelbrot. Habe ich früher auch immer nie gegessen. Kohlenhydrat-Sandwich, okay. So, wie sieht's denn eigentlich hier auf unserer Liste aus? Ich dachte, wir sind da schon fast durch, weißt du? Irgendwie noch nicht so wirklich. So, was haben wir denn hier? Wir lesen das mal fein durch. Hallo? Fein durchlesen? Ich habe beim Kochen wohl etwas zu sehr in mein Buch vertieft. Keine Ahnung, was ich überhaupt reingemacht habe. Ich weiß es noch. Kohlenhydrate-Sandwich. Kaylee, is it too late to say, liebt Nudeln und Brot zwar über alles, aber das hier würde nicht mal sie essen. Ernsthaft? Das sieht aus wie so knusprig angebratene Spaghetti. Noch ein Ei dazu, auf Brot. Ich könnte mir das schon lecker vorstellen irgendwie. Brot in Milch, eine ziemlich matschige Angelegenheit. Fast so matschig wie mein Hirn, seit ich Mama gesagt habe, dass ich in Omas Fußstapfen treten möchte. Ja, okay. Schlechter Proteinshake. Igitt, Josh. Ich nehme alles Nette zurück, was ich jemals über Proteinshakes gesagt habe. Das Zeug schmeckt wirklich furchtbar. Guti. Dann hätten wir den Schwammern. Ich habe Angst vor dem, was ich erschaffen habe. Auch eigentlich ist das doch ganz niedlich. Bodybuilder-Frühstück. Warum versaue ich es an dem Tag, an dem ich Josh auch einen Shake machen wollte? Wieso? Das sieht doch gut aus. Ich frage mich, ob ich aus 3 von den Dingern und 2 Stöcken eine Spitzhacke bauen kann.
3 Eisen und 2 Stöcke ist eine Spitzhacke? Also eine zweihändige Spitzhacke oder was? Verstehe ich nicht. Egal. Beim Kochen lief das Radio. Offensichtlich habe ich mich ein bisschen zu sehr inspirieren lassen. Jetzt gibt es hier Heavy Metal. Josh hat mich letztens zu einem Heavy Metal Konzert geschleppt und ich muss sagen, ziemlich cool war. Ja, vielleicht soll ich öfter mal neue Sachen ausprobieren. Ja, könntest du ruhig mal machen. Was haben wir sonst noch? Dosenfutter. Als ich mal in Paris war, habe ich für eine Woche nur Cassoulet aus der Dose gegessen, weil ich mir nichts anderes leisten konnte. Sowas vergisst man nicht. Ich habe keine Ahnung, was Cassoulet ist. Der ist wirklich nicht mehr zu retten. Aber vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Das sieht aber schon gut aus, der Smoothie. Also Smoothie war irgendwas mit Milch. Wir müssen mal ein bisschen mit Milch experimentieren. In letzter Zeit fühlt sich mein Leben sehr eintönig an. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich anfange, meine Träume zu verwirklichen. Auch wenn das nicht einfach ist. Nix haben wir schon gehabt. Okay, irgendwas, also der hat was Abgelaufenes. So, was ist das da? Also ja, da waren wir schon. So, das andere guck mal nachher an. Ich will es nicht zu sehr. Wir waren bei Milch. Milch und Toast, Milch und Kartoffeln. Milch und Kartoffeln. Milch und Kartoffeln gibt Kartoffelbrei. Wer hätte das gedacht? Ist ja Wahnsinn. Milch und Ei gibt kein Kartoffelbrei. Was gibt denn Milch und Ei? Reibeplätzchen. Irgendwie hört sich das hört sich irgendwie eklig an. Ich sag mal, wie es ist. So. Milch und das haben wir, glaube ich, schon gehabt. Es gibt einfach nur einen Proteinshake, soweit ich das weiß. Ein trinkbarer Proteinshake. Okay, immerhin. So, wo waren wir? Wir waren immer noch bei der Milch. Milch und Bohnen. Mit Milch und Bohnen tut sich das Essen lohnen, gibt Bohnenchaos. Ich glaube, alles, was du mit Bohnen machst, gibt Chaos. So, dann hätten wir hier Kniesknaddel mit Milch. Aha, geheimnisvolles Gericht. Das ist halt wirklich wie ein Zelda. So. Jetzt muss es aber creamy Peanut, furchtbarer Smoothie. Hatten wir doch schon. Milch und Nudeln? Milch und Nudeln geht. Das ist geil. Milch und Nudeln. Ja, Milch und Nudeln ist geiler Scheiß. Habe ich, glaube ich, hier auf dem Kanal schon ein Video zugemacht. Braune Nudelsuppe. Willst du mal gucken? Könnte auch ein Short gewesen sein. Ich glaube, es war ein Short. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Vielleicht auch beides. Geht irgendwie, du röstest so Nudeln, also mit Butter in eine Habe. Wie heißt Habe auf Hochdeutsch? Topf. Butter in den Topf. Und dann röstest du die Nudeln so ein bisschen an, also trockene Nudeln, dass sie so ein bisschen so angepupst sind, so ein paar kleine braune Flecken haben. Dann machst du, glaube ich, Wasser drauf, kochst so, also nicht nur so ein bisschen, ne? So viel Wasser oder so, dass die Nudeln gut bedeckt sind. Dann kochst du die Nudeln, dann füllst du mit Milch auf und erhitzt die Milch. Ich glaube, nicht direkt kochen. Und dann machst du ordentlich Salz dran und einen Löffel dazu und dann ist es geil. Und der Löffel ist wichtig, weil wenn er nämlich mit der Gabel futtert, dann kriegt er nämlich keine Brühe mit. Und das wäre schade, weil die ist lecker. So, wir waren bei unseren Milchexperimenten. Milch und Brot, Milch, Kartoffeln, Milch, Ei, Milch, Bohnen, Milch mit Messer. Schon wieder Dosenfutter. So, ich glaube, wir sind mit der Milch durch. Wir haben noch nicht alles. So, wir machen jetzt erstmal Zweierpärchen, ja? Wir fangen jetzt hier oben im Regal an, dann arbeiten wir uns weiter. So. Darf ich nicht sagen, sonst werde ich auf YouTube gesperrt. Aioli-Nudeln. Aioli, ist das Knoblauch? Ich habe keine Ahnung. Egal, wir haben irgendwas gemacht. So. Das ist wahrscheinlich wieder komische Bohnen. Bohnenchaos, ja. Bohnenchaos. Einfach mal, ne, warte mal, Milch mit Bohnen hatten wir schon. Milch mit Bohnen mit Brot. Hatten wir auch schon. Nö, das ist Bohnen mit Brot. Ja gut, Bohnen mit Brot. Bohnen mit Kartoffeln? Da kann ich nur roffeln. Ich bin nicht alt. Ihr seid einfach nur viel zu spät geboren. Bohnen mit Ei. Der Zutaten zweierlei. Chaos mit Bohnen. Bohnen und Big gibt Saubohnen. Kennt ihr Saubohnen? Diese richtig dicken Bohnen? Nee, also Bohnen gibt immer nur Chaos. Bohnen und abgelaufen.
Bohnen und abgelaufen. Gibt geheimnisvolles Gericht. Okay. Ich glaube, wir sind mit den Bohnen durch. So. Kann ich den Schlüssel da oben irgendwo reinstecken? In den Toaster zum Beispiel? Oh. Was macht denn der? Da ist ja jetzt gar nichts drin. Kann ich da ein Ei rein? Eine Kartoffel. Toasterkartoffeln, wer kennt's nicht. So, und noch ein Ei. Es gibt wieder so ein Glitchy-Gericht. Nee, Dosenfutter, okay. Also alles, was du in Dosen machst, egal ob es ungenießbares Gericht ist oder nicht, am Schluss ist es immer Dosenfutter. Okay, alles klar. Hab ich verstanden, habe ich verstanden. Kann ich den Brief da reinschmeißen? Nee. Mit Schwamm und Glitchy. Das gibt dann ein sauberer Schwamm, oder? Theoretisch schon. Ein schwammiges Sandwich, okay. Und ein Brot. Jetzt bin ich gespannt. Auch ein schwammiges Sandwich, okay. So. Tja, ich werde müde. 18 von 22 und 18 von... Wir gucken mal hier ein bisschen. Was haben wir denn da? Ein schwammiges Sandwich. Ich kann glauben, dass Shane das gegessen hat. Achso, da haben wir vorhin schon geguckt. Was fehlt denn noch? Irgendwas mit Brot. Verbrannter Toast. Der ist, glaube ich, einfach herzustellen. Nasser Toast auch. Und Frankensteins Toast. Vegan. Okay. Dann toasten wir mal Toast ein bisschen. Komm. So. Da müssen wir ja einfach jetzt 2 oder 3 Mal anmachen. Ja, bleib. Kann man den fangen? Hopp. Haha. Gefangen, hast du gesehen? Hopp. Komm her. So, jetzt pass auf. Verbrannter Toast. Oh, guck mal, das ist ein anderes Item. Und jetzt machen wir noch ein bisschen das hier rein. Noch ein Messer. Ah, einen Schwamm hätten wir noch dazu machen können. Ja, jetzt haben wir wieder Dosenfutter. Jetzt pass auf. Wir machen das mit dem Toast. Ich glaube, das war, glaube ich, eine recht gute Idee. Ein verbrannter Toast zu machen. Muss ich den eigentlich fangen? Eigentlich nicht, oder? Ne, guck, der geht automatisch rein. Wir nehmen verbrannten Toast und das Dingensbummens da. Da kann man ja gleich reinmachen. Und einen Schwamm. Wo ist er hin? Ah, bleib. Brauch dich. So, jetzt hat. Ah, schon wieder ein schwammiges Sandwich. Okay. Wie kriegt man den Frankenstein-Toast hin? Toast. Was? Kassette vielleicht. Das ist ein furchtbares Sandwich. Ich bin da immer noch dafür, dass es einen verbrannten Toast beinhaltet. Bin mir relativ sicher. Also so ein Frankenstein-Toast. Und eine Musikkassette. Was genau Frankenstein mit Musik zu tun hat, außer vielleicht im Horrorpunk oder so, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber es ist ja auch, keine Ahnung. Ich würde da gern was nehmen. Komm her. Komm. Das ist komisch. Ach so! Hallo? Okay, das geht nicht. Ich vielleicht mit einem Buttermesser. Ich dachte, ich kann hier Blätter abschneiden oder so, weißt du? Kann ich irgendwas schnippeln? Schnipp, schnipp, schnapp? Schnipp, schnapp? Nix. Kann ich das hier schneiden? Kann ich hier schneiden? Was? Nein, ich bin doch nicht hier messerfixiert. So, also wir haben verbrannten Toast, eine Musikkassette und eine Kartoffel. Das ist ja ganz logisch. Nee. Okay, jetzt pass auf, wir müssen jetzt intelligenter vorgehen. Also verbrannter Toast. Und wieder Toast im Toaster vergessen. Kann ich das noch essen, wenn ich einfach die schwarzen Stelle abkratze? Ja. So, jetzt also hier haben wir ganz viel. Wir haben Erdnuss. Oh, hier fehlen nur noch 3. Was auf? Rührei.
und French Toast. Und Nudeln mit Ei. Rührei, French Toast, Nudeln mit Ei. Ich fange mit Rührei an. Ja, aber das geht doch gar nicht. Ich kann doch nicht 4 Eier reinhauen, oder? Wie quillt man? Ein Messer vielleicht. Ne, das ist Dosenfutter. Moment. Was ist da? Komm raus! Ich habe gedacht, man kann das Ei mit dem Toaster. Okay, dann machen wir halt Nudeln mit Ei. Nudeln mit Ei. Herzhaft auch für 2. So. Ich sehe gerade, dass mein Mikrofon zu laut ist. Naja, habt ihr halt Pech gehabt. So. Also ich brauche erstmal wieder Musik. Komm her, komm. Hätte ja sein können. Mann, wieso kann man den Toaster nur für Brot benutzen, aber in den Topf kannst du alles schmeißen. Und was ist mit diesen Tassen? Ich will so eine Tasse abmachen. Nein. Okay, was hatten wir noch? Ich muss hier erstmal gucken. Rührei. Und French Toast. Was ist denn French Toast? Und das hier ist ein guter Proteinshake. Wie habe ich denn ein trinkbarer Proteinshake? Wasser und Zeugs. Also Proteine sind Eier und Milch. Und dann schalten wir das an. Achso, Eier und Milch. Achso, ja, oh, Mann, klar. Sorry, ich mach das. Ja, okay. Gut, jetzt pass auf. Milch. Das ist eine Kartoffel. Eier und ein Toast. Und dann habe ich einen French Toast. Ja. So. Dann hätten wir ja das eine schon fast durch. Jetzt brauchen wir noch einen guten Proteinshake. Das da und noch ein Ei. Oder nicht? Ja, an. Komm, man kann noch gleich noch einen Kaffee dazu. Ein furchtbarer Smoothie. Nein! Kein Smoothie. Nur ein Kaffee. Kannst du mir nicht den Kaffee irgendwie... Okay, was hat denn noch Proteine? Das da und das da. Bohnenchaos wieder. Ich muss mich da ein bisschen orientieren. So, pass auf. Es fehlt noch eins. Ein guter Proteinshake. Und ein trinkbarer Proteinshake ist... Also das ist Milch. Also... Moment. Ist das nicht einfach nur das da? Ne, das ist ein schlechter Proteinshake, okay. Also der ist schlecht. Und dann machen wir den jetzt halt besser. Mit Milch. Das ist ein guter Proteinshake. Ein trinkbarer Proteinshake, okay. Dann wird er noch besser mit Kaffee. Also, jetzt haben wir einen trinkbaren Proteinshake. Was könnte man denn noch reinmachen, damit er gut wird? Erdnussbutter. Ein Ei. Erdnussbutter. Haben wir das nicht schon gehabt? Ja, nee. So, ein guter Proteinshake. So, sehr schön. Und jetzt haben wir, guck mal hier, jetzt haben wir hier alles. Das ist ja Wahnsinn. Also ein herzhaftes Sandwich. Man kann erst sagen, dass man jemanden wirklich kennt, wenn man weiß, ob die Person ein süßes oder herzhaftes Frühstück bevorzugt. Weißt du, was ich auch noch gerne esse, wo wir gerade bei Eier sind? Jetzt wird's richtig übel. Muss gucken, dass meine Freundin nicht in der Nähe ist. Du nimmst Trockenbrot, Weißbrot, Toastbrot, wenn ihr wollt oder sowas. Tust das so ganz klein machen. Machst das am besten in so einen Bierhumpen oder so. Und dann haust du dir 3, 4 Eier rein und noch ein bisschen Salz, rührst das ordentlich durch. Das muss so richtig schlotzen. Und dann ist es richtig geil. Und dann futterst es. Macht das, solange ihr jung seid. Ist mein Tipp.
seit Josh mir erzählt hat, dass zu viel Kaffee ihn mal blind gemacht hat, verzichte ich drauf. Nur Milch macht mich zwar nicht wach, aber immerhin sehe ich noch was. Ich frage mich, ob mein Leben genauso durcheinander geraten würde, wenn ich Mama von meinen Träumen erzählen würde. Was ist denn das für eine komische Story? Meine absolute Lieblingsart, um Kartoffeln zu essen. Alle, die widersprechen, haben keine Ahnung. Laber nicht. Kartoffelbrei ist okay. Aber das Geilste sind gequälte. Gequälte mit Salz und Leberwurst. Ja, Leberwurst kann ich weglassen. Gequälte mit Salz und ich bin zufrieden. Also, Pellkartoffeln mit Salz. Geiler Scheiß. Brauche ich keine Butter und keine Leberwurst dazu. Übrigens, gerade wo wir gerade bei Pellkartoffeln mit Leberwurst sind. Ihr Leute, ich muss euch mal aufklären, was Leberwurst ist. Leberwurst ist Wurst von der Leber, von der pfälzischen Leber. Verstehst du? Pfälzische Leberwurst oder Leberwurst, pfälzische, keine Ahnung, Leberwurst. Das ist so graues Zeug. Das ist Leberwurst. Das ist gute Leberwurst. Und wenn mal jetzt jemand kommt mit so einer Kalbsleberwurst, was ist denn das? Du kannst doch keine Kalbsleberwurst auf gequälte machen. Was ist denn das? Scheiß doch auch nicht anderen Leute in den Garten. Das macht man einfach nicht. Da braucht man gescheite Pfälzer Leberwurst und ein gutes Stück Butter. Und das kannst du dann nehmen und neben auf den Teller legen und dann nimmst du die Pellkartoffel mit Schale und drückst sie in Salz und frisst es. Und danach nimmst du den Teller mit der Leberwurst drauf und der Butter und schmeißt ihn weg. Braucht man nicht, weil gequälte mit Salz ist das Geilste. So. Oma hatte früher ein Frühstückscafé, das sie später verkauft hat, um ein italienisches Restaurant zu eröffnen. Schade, dass es niemand aus der Familie übernehmen wird. Das ist irgendwie, also ich habe so das Gefühl, dass es da so eine übergeordnete Story gibt, die man so zusammenfriemeln kann und das nicht einzeln lesen kann, aber da habe ich keinen Bock drauf. Ich werde niemals den Tag vergessen, an dem ich das erste Mal ein Ei perfekt gekocht habe. An dem Tag habe ich wirklich gedacht, dass perfekt gekocht ist kurz vor wachsweich der Dotter. Also, dass er nicht wachsweich ist, sondern noch ein bisschen läufig. Läufiger Dotter. Okay. Eigentlich mag ich meine Pommes am liebsten mit Ketchup, aber irgendwie denkt Josh, dass die Soßen in unserer Küche allen gehören und kauft dann aber keinen Nachschub. Nee, ich bin mehr der Mayo-Typ. Darf ich nicht sagen, sonst werde ich auf YouTube gesperrt nudeln. Ich habe Oma immer gefragt, wieso ein italienisches Restaurant? Und ihre Antwort war jedes Mal, wenn nicht ein italienisches Restaurant, was dann? Ja gut, die Pelzer Kisch. Hier fehlt zwar die Blutwurst, ja, die Pilze und der Bacon, aber mir hat mein Konto wirklich nicht hergegeben. Achso, englisches Frühstück. Habe ich doch gesagt, dass da noch irgendwie Blutwurst. Oh, geil, Krumbierwurst. Oh, Krumbierwurst ist was Feines. Das ist, meine Freundin, die sagt, bei ihr hieß das Tote Oma. Nee. Tote Oma ist was anderes. Moment. Tote Oma ist nur Blutwurst? Okay. Nee, okay. Also, Blutwurst, aber mit Kartoffelstücke drin. Geiler Scheiß. Das ist Krumbierwurst. Geiler Scheiß. Nudeln mit Ei. Was soll schon schiefgehen, wenn man zwei Sachen kombiniert, die man liebt? Okay. Das perfekte Rezept, wenn man Kartoffelbrei übrig hat. Nur schade, dass ich fast nie welchen übrig habe. Achso, Kartoffelbrot. Dann Reibeplätzchen. Je knuspriger, desto besser. Also ernsthaft jetzt Kartoffeln und Ei? Ja, aber meinen die vielleicht Reibekuchen? Also Grumbierpannkuchen? Naja. Milch und Nudeln. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber aus irgendeinem Grund findet Kaylee es lecker. Ja, weil es geil ist. Ihr sollt ja nicht gucken, wie es aussieht, wenn ihr da von 10.000 Fettaugen angestarrt werdet. Aber geil ist es schon. So, was haben wir hier? Ein guter Proteinshake. Ich weiß zwar immer noch nicht, was Josh hier dran findet. Ich mag den Namen Josh nicht. Da fehlt ein D vorne dran. Und das J weg und ein S hin. Josh. Ich glaube, Josh. Das ist einfach nur die englische Version von Josh. Aber immerhin schmeckt dieser Shake besser als die anderen. Ich habe gerade Snake gelesen. Also dieser Solid Snake, der ist ein bisschen fester als der Liquid Snake. Verstehst du? Gut. Achso, einen haben wir noch.
Bohnen mit Brot. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, um zu lernen, mir etwas Vernünftiges zu kochen. Aber das gibt meinem Studium leider nicht her. Hatte ich das nicht schon mal vorgelesen? So, was haben wir hier? Hier fehlt noch ein bisschen was. Und zwar nasser Toast. Ah, das kriegen wir hin. Und Frankensteins Toast, das weiß ich nicht. Zu viele Kohlenhydrate. Und ein schauriges Gericht. Okay, also nasser Toast kriegen wir hin. Toast. Na komm. Ah, er ist schon nass. Ja, aber Moment, das ist doch vollkommen sinnlos. Okay, pass auf. So, jetzt ist er nass. Und jetzt mache ich ihn in den Toaster. Wird er jetzt trocken oder wieder Toast? Okay. Und wenn ich den jetzt... Moment, das ist jetzt nasser Toast. Nasser getoasteter Toast. Das ergibt gar keinen Sinn. Kann er jetzt halt nass und schwarz gleichzeitig sein? Ich weiß, dass ich jetzt einen nassen Toast habe. Also, der wird jetzt nicht noch schwarzer. Wie oft muss ich den nassen Toast kokeln? Ja, ich weiß. Ich finde das komisch. So, nochmal. Was ist denn jetzt hier mit dem Blubbern los? Nein. Ich wollte doch den schwarz machen. Ja, Toast. So, jetzt, weißt du, ich hoffe jetzt, dass das schnell genug geht. Ja, alles klar. Und noch einmal, dann wieder schwarz. Jetzt habe ich schwarzen Toast, ja. So, verbrannten Toast, ja, sag ich doch. Und jetzt mache ich ihn nass. Und habe somit nassen Toast. So, Toast, ja. Also. Nasser Toast. Und das da. Ja, das reicht. Okay. Was sind, wenn ich jetzt hier noch blubbere? Kommt da ordentlich Spalüli hier rein? So, irgendwas fehlt mir noch. Mir fehlen noch... Was haben wir hier? Ja. So. Frankensteins Toast besteht aus 3 Sachen. Sehe ich das richtig? Ja, nee, eben nicht. Das muss nicht aus 3 Sachen bestehen. Guck mal. Also, Kohlenhydrate und ein schauriges Gericht. Ich glaube, wenn man Frankensteins Toast irgendwie machen kann. Oh, ich habe eine Idee, guck mal. Oh. Naja. Kann ich da reinmachen? Nee. Wieso schwimmen denn die Nudeln nach oben? Oh, die Milch schwimmt auch nach oben. Kartoffeln schwimmen nach unten. Eier auch. Dose sollte auch nach unten schwimmen. Das bleibt oben so. Okay. Nee, es geht runter irgendwie so langsam. Interessant. Vielleicht hat es ja eine Bewandtnis. Kann ich hier das Wasser ausschneiden? Na, geh doch dahin. Kann man aber nicht mehr werfen hier. So. Kaffee. Nix. So. Achso, ja, Kohlenhydrate Gedönse soll ich machen, ja? Nudeln. Ei. Da. Und das da. Meinst du, ob das zu viele, also Kohlenhydrate? Nee, das sind schlechte Nudeln, okay. Das da, das da, das da? Vielleicht? Auch schlechte Nudeln. Dann das da und du da. Was sind denn Kohlenhydrate? Sieht man mir das an, dass ich das nicht weiß? Okay. Also Kohle ist Kohle, Hydro ist Wasser. Und Rate ist, wenn man nicht weiß, was es ist. Kohlenwasser weiß ich nicht. Okay. Es
bringt mich jetzt irgendwie nicht weiter. Ich glaube Kartoffeln. Kartoffeln sind bestimmt Kohlenhydrate. Kartoffeln sind Kohlenhydrate. Eier sind Kohlenhydrate. Nudeln. Nudeln sind Kohlenhydrate. Moment, ich hab da eine Idee, glaube ich. Also nicht eine Idee, aber wie ich das rausfinden könnte. Pass auf. Und zwar das Nudelsandwich. Das ist ein Kohlenhydrate-Sandwich, ja. Und da war Nudeln und Brot. Aber das Brot macht's zum Sandwich. Das heißt aber, dass Nudeln Kohlenhydrate haben. Und Kartoffeln auch. Und Brot auch. Gibt's jetzt Nudeln oder Sandwich? Aha. Es gibt zu viel Kohlenhydrate. Aha. So, was ist? Habe ich hier kombiniert mit meinem schönen, warte mal, falsche Seite. Mit meinem schönen Nasenpiercing mit rotem Schmuckstein. So, wo ist denn die Musik hin? Es hängt jetzt quasi. Nee, da ist noch was. Ein schauriges Gericht. Dafür brauche ich aber den Frankenstein-Toast. Nee, das ist einfach nur Level 1, glaube ich. Frankenstein-Toast. Ein Schlüssel und ein Messer und ein Toast. Ist das nicht schaurig? Aber das gibt wahrscheinlich Dosentoast. Nee, Dosenfutter. Also Frankensteins Toast. Frankenstein war ja aus verschiedenen Leichenteilen zusammengeflickt worden. Aber was für Teile? Also Toast ist... Kommst du her? Ja, kommst du her? Toast. Toast ist gesetzt. Okay? Irgendetwas, was definitiv Quatsch ist in einem Toast. Kartoffeln und Brot gibt Kartoffelbrot. Kartoffeln und Ei. Also das da. Das ist auch Quatsch im Toast. Das ist Bebe. Ist das jetzt verdorbener Toast? Einfach ein geheimnisvolles Gericht. Okay. Gut. Das da macht mich immer noch irre, dass ich da nichts schnippeln kann. Ich will hier so Gras abschnippeln oder so. Das ging doch vorhin bei dem Kartoffelnetz auch. Miracoli ist fertig. So. Ich würde halt das da, weil das... Oder Milch. Das ist wieder Pampe, ja. Nee, ich hänge jetzt wirklich an diesem einen Gericht. Das kann ja nicht sein. Frankensteins Toast hat Toast. Mann! Das ist doch logisch! Das ist doch logisch! Man nimmt normalen Toast, man nimmt nassen Toast und man nimmt natürlich, das ist doch logisch. Und man nimmt natürlich gerösteten Toast. Das ist Toast, der aus allen Toastsorten zusammengesetzt ist. Mann ey, das ist doch logisch. Bist du dumm oder was? Ja, bin ich. Bin ich dumm. Ich bin nur... Scheiße. Sorry. Mann! Nicht, dass er... Ich muss dich dann am Schluss dann doch fangen. Ich glaube, das liegt daran, wenn so ein Toast getoastet wird, dann wird er ja leichter, weil er ja Wasser verliert. Und beim letzten Mal dann wird er so leicht, dass er sogar in Milch schwimmt. Und halt wegfliegt. So. Okay, jetzt gucke, wie wir hier Frankensteins Toast machen. Frankensteins Toast, jawohl. Okay.
Also, das haben wir sehr gut hingekriegt. Jetzt haben wir ja aber wirklich nur noch eins übrig. So, Frankensteins Toast. Ich glaube, ich sollte aufhören, mich wie eine verrückte Wissenschaftlerin zu benehmen, wenn ich am Herd stehe. So, also wirklich hier ein schauriges Gericht. Ah, guck mal, Schwammmann. Der hat 4 M, wenn man das W rumdreht. Und 5 sogar, wenn man das N zusammenpappt. Ein schauriges Gericht. Ein schauriges Gericht. Was könnte man da als schauriges Gericht nehmen? Hat das irgendwas... Also ich schätze mal... Ich würde das da nehmen. Ein Schwammmann. Ja, keine Ahnung. Guck mal, da gibt es noch was. Meisterin des Desasters. Credits an dich. Oh, ich bin kurz zumindest vor dem da. Warte mal, da ist noch irgendwas. Ah, da oben. Zu viele Kohlenhydrate. Ich dachte immer, dass man nie zu viele Kohlenhydrate haben kann. Ich lag falsch. So. Schauriges Gericht. Das ist geheimnisvolles Gericht. Und das ist alles irgendwas auf dem Teller. Oh, Brot ist auf dem Teller. Ne? Brot ist auf dem Teller. Wenn ich Brot mit dem da mische, habe ich dann einfach nur einen schlechten Toast? Also einen Schimmeltoast oder so? Das ist ein geheimnisvolles Gericht. Wenn ich einen schwarzen Toast mache. Oh, pass auf, pass auf, pass auf. Ich probiere mal erstmal. Ach, komm mal her. Also ich habe jetzt festgestellt, dass Toast... Okay, das war schon ziemlich cool. Aber nicht das, was ich wollte. So, hier Toast. So, pass auf. Nasser Toast. So. Ich habe ja festgestellt, dass Toast... Ich habe vergessen, was ich festgestellt habe. Aber ich habe es auf jeden Fall festgestellt. Und das ist sehr gut, sonst würde ich es nämlich nicht wissen. Hab nur vergessen, was es ist. Achso, das ist noch gar nicht fertig. Also mein Plan ist jetzt 2 Sorten Toast und das da reinzumachen. Ah, ein geheimnisvolles Gericht. Also das macht es erstmal geheimnisvoll. Ja, das ist Schimmel, glaube ich. Ja. Vielleicht Milch und verbrannter Toast. Ach so, ja. Was ich festgestellt habe, ist, dass es 3 Sorten Toast gibt. Es gibt getoasteten Toast. Moment. Und das da ist Brot, oder? Habe ich ganz vergessen. Das ist ja gar kein Toast. Das ist ja Brot. Weißt du? Das ist Brot. Das wird jetzt Toast, wenn ich es da drin mache. Aber wenn ich normales Brot nehme und das da reinmache. Sachen, die man nicht essen kann. Das da. Das da. Und das da. Ja, Meisterin des Desasters. Ich, haha, ganz alleinisch. So, gucke. Zack, wo ist es denn? Da. Das kommt also dabei raus, wenn Kaylee und ich zusammen kochen. Vielleicht sollte ich es in Zukunft lieber alleine machen. So, Guti, Hammer. So, jetzt pass auf. Es gibt noch ein Achievement. Das will ich auch haben. Koche alle schlechten Gerichte, koche alle guten Gerichte. Und ich will die Credits an dich. Ja, gib mir die Credits. Gib mir die Credits. Moment. Gibt's hier Credits? Credits. Wo kriege ich denn Credits her? Also ich sag jetzt aber mal, ich sehe dieses Spiel als gelöst an.
Ich will meine Credits haben. Nein. Ja. Ich will Credits. Ey, kann ich da Toast drauflegen? So kann man doch auch Toast machen. Naja, okay. Jetzt pass auf. Ich gehe jetzt hier mal ins Hauptmenü. Vielleicht gibt es hier ja Credits. Credits. Ah, gucke. Sehr schön. Jetzt gibt es auch Musik hier. Gibt keine Musik? Schade. Vielleicht bin ich hier ja so geil und lege euch Musik drüber. Aber ich glaube eher nicht, denn da müsste ich nämlich, naja, mich bemühen. Ich sage, wie es ist. So, also ich behaupte, das ist ein Spiel von jemand, der aus den Niederlanden kommt. Oder so. Ja, okay. Auf jeden Fall, Demo ist draußen von dem Spiel. Könnt ihr euch auf Steam besorgen. Das Spiel selbst im Early Access ist draußen. Und da gibt es wohl im Early Access 2 Level. Im Moment haben wir jetzt ein Level, das wir auch geschafft haben. Und da gibt es dann wohl 2 Level. So. Mach mal hier. Was? Hat er gerade wer geredet? Oder war das ein Bauch? Naja, so. Guck mal, dir. Danke an. Da bin ich auch irgendwo. Ich will auch Danke gesagt kriegen. Julian und Erika. Ratten erstellt von unserer Discord-Community. Was für Ratten? Halt. Was sind denn das für Ratten? Kann ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Danke fürs Spielen. So. Siehste, haben wir das Spiel durch. Jetzt will ich aber auch. Okay, ich will noch ein bisschen Spaß haben hier. Habe ich jetzt noch ein Achievement gekriegt? Mann, ich habe hier Credits gekriegt. Okay, dann kann die Schränke wieder zumachen. Ach so, es ist wieder ganz von vorne. Ich habe doch aber alles gedingst. Ist egal. So, Spiel ist durch. Musik ist am Musizieren. Ich sag schon mal Danke. Guck mal, da steht eine Tasse. Ich sag schon mal Danke und kauft euch das Spiel, wenn ihr wollt. Ist im Early Access, kostet 7 Euro. Tschüss. Achso. Ich bin ja faul. Habe ich ja ganz vergessen. Ich habe ja gar nicht vor, das Video zu schneiden. Das heißt, ich muss da jetzt selbst, ich muss von Hand ausfaden. Das mache ich als einfach, indem ich dann das Licht dimme. Glaubt ihr das im Ernst? Glaubt ihr, dass ich mir so viel Arbeit reinstecke? Nö, ich habe hier einen Button, der dimmt dann runter. Guck. Tschö. Guck. Dim.